Eine neue Reise beginnt bei Anno 1800 mit dem Fürsten, Kaiser, König, kein Plan mehr, von Embesa, aber der Name lautet Ketema. Und er fragt uns, möchten wir ihn auf seiner Reise begleiten? Ich würde sagen, jo. Ich, Sale Ketema, Kaiser des tausendjährigen Embesa und Erbe des Bundeszepters, bitte Sie eine Weile hier zu verweilen, Seefahrer. Schlachtkreuzer auf dem Weg! So soll es sein. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Ja, schön. Ich will jetzt Embesa entdecken. Das Land der Löwen. Oder im Land der Löwen. Egal. Schade, dass es hier keine richtige First-Ego-Perspektive oder etwas gibt. Ich meine, wir haben natürlich sowas in der Art, sage ich jetzt mal. Aber, ja, man sieht sehr viel. Insofern. Auf die Station! Nomadisches Weideland. Okay, sieht alles interessant aus. Wer wohnt denn hier? Nomadischer Viehhirt. Okay, ist das ein NPC einfach oder wie? Scheint so. Neue Befehle? Ah ja, unser mächtiger Schlachtkreuzer. Ich frage mich eh, ob es vielleicht auch bei Gelegenheit mal noch, ich meine, wir haben ja schon Segelschiffe, Dampfschiffe, wir haben Luftschiffe. Warum denn da auf Luftkampfschiffe? Wäre doch auch eine Option. Was haben wir hier eigentlich? Flussgrundstück gibt's. Hibiskusfruchtbarkeit, Flachsfruchtbarkeit. Ah, ich habe zuerst Lachs gelesen. Indigo-Fruchtbarkeit. Na, Indigo. Jo, Anno 1404 lässt grüßen. Oh, Anno 1404. Besiedelte Insel. Oh, die gefällt mir. Bienenüberfluss. Tee-Fruchtbarkeit. Entschuldigung. Flachs. Wenn das so lese, ich hätte schon wieder mal Bock auf 1404. Ganz ehrlich. Wäre schon geil, Freunde. Aber eben, erst einmal jetzt hier ein bisschen entdecken. Ich hoffe, dass nicht währenddessen plötzlich bei uns im Okzident und im... Ah, nee, warte mal, das war ja was anderes. Nein, das ist 1404. Ja, ich meine, dass in der neuen Welt, in der alten Welt, plötzlich alles vor die Hunde geht. Das wäre ein bisschen scheiße. Ein unbesiedeltes Land, ja, ist alles ziemlich karg. Also karg, halt trocken. Und wenn es durch gewisse Ähnlichkeiten mit 1404 gibt, es ist aber trotzdem so, dürfen wir nicht, natürlich er auch schon hier, ist klar. Dürfen wir nicht vergessen, wir sind hier nicht in Indien oder so, wie es ja bei 1404 der Fall war, mit Oren und Okzident. Nee, wir sind hier im Land der Löwen, sprich, müssen ja eigentlich in Afrika sein. Ich suche noch jemanden, der das Deck schrubbt. Du schubst mich auch bald. So. Es gab da ein schreckliches Missverständnis. Und jetzt brauche ich wirklich deine Unterstützung. Wir kämpfen für unsere Freiheit. Und Sie? Ich töte für meine Freiheit. Aber ist ein anderes Thema. Denkt wie einer von uns. Jo. Die Piraten hier, weiß auch nicht. Die sind nicht mehr so wie früher. Sie sind der Einäugige unter Blinden. Ja. Ich meine schon bei, Ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. bei 2205 waren die Piraten ja sehr lächerlich, muss man zugeben. Aber ich meine, so wie bei 1404 oder 1701, das waren noch richtige Piraten und Korsaren und so. Die hatten dann noch irgendwie ein bisschen was Eigenes für sich. So, merkt gerade, meine Nase juckt wieder mal. Da muss man halt meistens niesen, wa? Hätte auch die Dämonus anlassen können, ja, sorry, ich Idiot. So. Ja, ich weiß, das Schiff wird angegriffen, ist mir gerade scheißegal, ich will jetzt hier erstmal ein bisschen genießen. Wir sind da! Im Schatten meines Palasts. Sollen Sie mir beim Aufbau einer neuen Hauptstadt helfen? Okay. Ach, hier, ernsthaft?
Ihre Einwohner sind unzufrieden. Zug um Zug. Mit Lug und Trug. Wenn Sie die vielen Völker in Besas vereinen wollen, müssen Sie zuerst unter Beweis stellen, dass Sie für sie alle sorgen können. Macht Sinn. Kaiserlicher Palast. Ey, dass wir das auf des gleichen Insel machen. Lecco mio, ey. Ich dachte, ich hätte ein Funkeln in Ihren Augen gesehen. So eine Stimme, ey. Vielleicht möchten Sie beim nächsten Mal einige von diesen Abenteuerromanen beilegen? Oh, ich merke gerade, wir können ja gar nicht so viel mitnehmen, wa? Nur für 2. Das ist natürlich wenig. Ein Schoner. Ja, das Schoner ist ja grausam. Es mangelt an Arbeitskraft. Okay, meine Bilanz geht gerade grausam hoch. Ich frage mich gerade, warum. Moment, mir ist ja vieles koscher, aber das ist mir gerade nicht mehr so koscher. Tabori. Tabernakel Wanzerbretter. in Besa. Cordi Africana gibt einen guten Resonanzkörper für Trommeln. Interessant. Ja gut, was? Ah, das ist auch noch neutrale. Was bringst du da? Momentan noch nichts. Sehr erfreut. Verehrte Hohepriesterin. Woran es uns auch mangelt. Der Herr sorgt für uns. Okay, dann machen wir mal ganz kurz auf in die alte Welt, mal zum Gucken, was hier eigentlich so abgeht. Also dieses Bierfest, deswegen sind die so in Feierlaune. Erstaunlich. Ich habe mich schon gewundert. Okay, dann im Besa, wie geil es aussieht. Was, die sind irgendwie unzufrieden? Aber was mit den Kohlen? Wortwörtlich. Ja, gute Frage, was ist hier los? Ich meine, zum einen bringt er die Kohlen ja runter. Die haben sowieso so viel Kohle momentan. Ist aber auch egal, klar kann ich es anpassen, aber nimmt ja eh nur so viel, bis ein eigener Ding voll ist. Insofern, also ein Laderaum voll ist. Ist er vielleicht mal voll, vielleicht auch nicht, ist ja jetzt nicht so schlimm. Sie haben ja selber, ja, das ist halt schon ein bisschen seltsam. Faunaugen, welch seltene Schmetterlingsart. Darf ich mir das mal näher ansehen? Ja. Gesamtwert -2. Interessant, wenn man alles hat, ist trotzdem ziemlich beschissen, wie man sieht. Alles klar. Nochmal kurz zurück in die alte Welt. Was mich immer noch ein bisschen stört. Höhe stabil. Eigentlich könntest du auch mehr. Ah, wollte gerade sagen. Haben wir jetzt gerade nur. Nimmt der echt nur so wenig Kohle mit? Ist ja gar nicht der. Moment, hier. Ne, auch nicht. Eine Hä? Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Ach, schon wieder. Ja. So, Treibstoff. Ja, macht Sinn. Aber eigentlich, wenn ich schon genug habe, weil ich brauche hier unten sowieso keinen. Also kann ich eigentlich auch 3 mitnehmen. Wenn es Platz hätte, meine ich jetzt halt. Würde ja gehen. So. Ja, ihr habt es gesehen. Irgendwo was ist explodiert. Ich verstehe nun gerade, warum, wieso, was ist los. Also. Okay, habe ich alles nach dem Überfluss dort oben. Das ist also soweit gut. Ewig könnte ich hier nicht. Habe ich mal gesagt, ich brauche hier noch mehr Arbeit, damit das funktioniert. Okay, zurück zum eigentlichen Thema. Und zwar hier, der wartet noch, weil ich ja nachher noch was mit dem machen wollte. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Das ist lange her. So, warte mal. Wieder mal typisch, da ist alles soweit gut. Kaffee, Taschenuhren ist eher am Arsch, das ist auch nichts Neues. Schokolade auch ein bisschen.
Damit kann ich tendenziell eigentlich leben. Jetzt das Problem mit den Uhren. Ohne die nötigen Elemente können wir keine Reaktion erwarten. Mhm. Warte mal. Stören Sie sich nicht an den... Stören Sie sich nicht. Nee, tue ich sowieso nie. Glas hat noch genug. Goldbarren, das war klar. Gold selbst habe ich ja genug. Nehmen wir das Problem mit den Kohlen. Ja, wir haben so viel Kohle. Da habe ich ja generell ein Kohleproblem. Wobei, Moment. Kohle kann man ja eigentlich relativ leicht entgegenwirken. Mit einer Köhlerei. Ich meine, klar, am liebsten natürlich so eine richtige. Nicht so was, was ich hier irgendwie gerade zusammen bastle, aber in der Not frisst der Teufel fliegen. Wissen wir alle, Freunde. Natürlich, Thema Umweltverschmutzung ist ja wieder mal etwas, was leider unabdingbar ist. Das ist halt die Frage. Wir haben extra schon nachgelegt mit 3, und es sind 3 nicht genug. Brauchen wir einfach nochmal 2 weitere. Klar, man sieht es aber ein bisschen Problem mit den Arbeitern, den Arbeitskräften. Dem kann ich ja auch bei Gelegenheit. Ja, und wird es eher ein bisschen schwierig. Kann ich auch ein bisschen entgegenwirken. Ich meine, zum einen kann ich ja den da noch ein bisschen verschieben. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Ja, das haben wir schon gedacht. Es mangelt an Arbeitskraft. Warte mal, wenn der generell das beeinflusst, kann ich ihn ja auch hier unten hinsetzen. So, die Arbeitskraft habe ich auch vernommen, Freunde. Ich will nur ganz kurz hier gucken. Weil es ist eine Tatsache, wir brauchen einfach mehr Gold. Wir brauchen mehr Gold, sonst wird daraus nichts. So. Erst einmal, soweit, so gut. Hier mangels an Arbeitskräften. Wissen wir auch, ist auch nichts Neues. Hola. Die Frage ist jetzt generell, bin ich nicht mehr so ganz sicher, ob es generell wieder an allem mangelt und wieder Bananen, Punsch. Es ist auch hier nicht so viel von allem vorrätig, das ist halt das Problem. Die Revolution im Herzen. Weil, ja, Obrero, super, sie brauchen Tortillas, muss ja auch alles anpflanzen. Ich habe aber zu wenig Platz auf allen Inseln, das ist das Problem. Darunter leidet halt die ganze andere Produktion ebenfalls. Man könnte es mal gucken. Mit hier zum Beispiel, wo ich wieder genug Tortillas hätte. Oder welche Route da unten, wenn ich jetzt gerade mal so dabei bin, bist du das, wa? Mal ein bisschen mehr brauche. Mal gucken, ob man da unten mal ein bisschen. Ich weiß schon, wieso ich das damals so gemacht habe mit den 2030. Es hat einen bestimmten Grund. Aber den Grund muss ich jetzt mal kurz außer Acht lassen. Dann haben wir die Route. Ne, die ist klar. Dann haben wir Prosperity Dingsbums. Wir haben gesehen, hier ist Bananenlager eigentlich soweit voll. Ja, wieder die 50-50. Das heißt, ich mache die Tortilla sowieso auf der Insel hier selber. Und ich fürchte, wir haben noch hier zu wenig. Kann das sein? Ja, natürlich. Ja. Ist zwar scheiße, ist aber nicht mehr großartig ändern, weil ist sowieso alles ein bisschen doof. Da müssen wir mal irgendwie grandios grob alles optimieren, was irgendwie geht. Ah, ist halt hier unten. So, bauen Sie Marktplatz, bauen Sie Hirtenhaus.
Frage, was wir generell so an Waren haben. Sehe ich jetzt auch nicht so wirklich. Egal. Erstmal Bewässerung. Okay. Kanonen. Bau nun in der alten Welt. Alte Welt. Okay. Das wäre noch lustig. Bewässert. Bewegt fruchtbarer Boden. Auch das hatten wir bei Anno 14.0 in ähnlicher Form, ja. Wir erinnern uns. So, hier sind die Hirtenhäuser. Wie sieht es denn damit aus? Erst einmal Marktplatz. Verstehst du nicht ganz, wieso er mir so eine Insel irgendwie gibt mit, ja, ich habe das Gefühl, relativ wenig Schlussgrundstücken. Okay, das macht auch Sinn. Mit wenig Baufläche halt, aber mal gucken. Wenn es ein Tutorial ist, dann machen wir uns da halt an die Arbeit. Waren sind nur ein Bruchteil dessen, mit dem hier gehandelt wird. Geschichten, Neuigkeiten, Gebete. All das wird bei den Ständen feilgeboten. Faszinierend. Menschen lassen sie hochleben. Obwohl es ihnen eigentlich so Scheiße geben, aber trotzdem noch stabfest. Tja. Der Ackerbau. Interessant. Dem fehlt... Aus einem weit entfernten Land, nicht wahr? Wenn du möchtest, kann ich dich durch die Savanne führen. Das wäre sehr freundlich. Moment mal ganz kurz. Oh, ein Quatsch gemacht hier. Konkurrenten haben einen Friedensvertrag unterzeichnet. Die Stadt beginnt wie eine Stadt auszusehen. Jo, was auch sonst, wa? Wanzerholz ist stabil und doch sehr wandelbar. Um die Produktion anzukurbeln, werden sie eigene Haine brauchen. Nein, wirklich. Ich schlafe bei den Tieren. Ohne mich sind sie ohnehin immer so unruhig. Okay, warte mal. Hirtenarbeitskräfte, alles klar. Okay, Gott, das funktioniert auch so. Okay. Jetzt haben wir großes Okay. Und ich kann natürlich hier oben anfangen, deswegen bin ich da ein bisschen weiter weg. Ich würde mal sagen, kann ich es hier irgendwo mal riskieren, wa? Doch eher gerade hier drüben. Kann ich eigentlich schon? Nur so kurz Zwischenfrage. Ja, wird gehen. Es muss nicht unbedingt alles in der Nähe sein, ne? Ich kann ja hier schon mal ein bisschen was planen. Irgendwie Erze, so etwas gibt es hier wohl nicht, im Land der Löwen. Ne, sieht nicht so aus. Okay, ja, das mit dem Grün und so, das ist natürlich wieder mal klar. Das ist eben wie ähnlich wie bei Anno 14.04. Wo halt schon was bewässert ist und noch nicht. Einiger Entfernung richten. Übel riechende Kreaturen landen gerne auf den Zweigen. Macht Sinn. Wir führen ein gemäßigtes Leben und ziehen warme Ziegenmilch dem Alkohol vor. Warm. Naja. Es mangelt an Arbeitskraft. Wem es gefällt, nicht wahr? So, warte mal. Wenn ich da ein Flussbeet bauen kann, dann versuche ich es mal hier. Aber ja, generell Alkohol vorziehen, nicht voll dafür, Alter. Ich bin ja eh kein Alkoholtrinker, insofern. Taburime, was für ein Name. So, die bauen da jetzt also auf. Kein Lagerhaus in Reichweite, die bauen auch ein Lagerhaus. Ich glaube das nicht, ey. Hä, wo haben wir ein Lagerhaus? Achso, hier. Ja, ist halt auf der anderen Seite des Flusses. Stört das großartig, oder? Na, dann mach's mal hier. Okay, die Ziegenmilch, das ist hier. Oh. Genau, fruchtbaren Boden verbessert werden. Das ist halt die Frage, brauchen die auch fruchtbaren Boden? Weil im Moment hat er noch nichts gesagt. Das verwundert mich ein wenig. Irritiert mich vor allem. Aber okay, wir haben ein paar mehr Bewohner, also kein Problem. 6 Häuser, das reicht. Spiele gespeichert. Wir sind schon über 20 Minuten vorne. Das ist unglaublich.
Wie schnell das immer wieder aufs Neue geht. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dann machen wir es hier. Okay, das war jetzt aber nicht geplant. Ja, in dem Blaupausenmodus. Naja, mir geht langsam das Holz aus. Ich sehe es, ich sehe es. Ich sehe die Problematik, die sich mir hier auftut. Von irgendwo bauen natürlich irgendwelche speziellen Gebäude. Das wird auch kommen. Ich habe es noch nicht. Was haben wir eigentlich pro Haus? 3 aktuell. Oh, das ist natürlich ein bisschen wenig. So. Mehr gehen momentan nicht. Muss ich erstmal abwarten. Heiden, aber ihr braucht gar kein Wasser, oder? Hätte mich jetzt auch stark gewundert. Ich meine, ich kann natürlich generell hier mal ein bisschen herumfliegen oder düsen, whatever. Zur Stelle. Vielleicht machen wir es gemeinsam, wa? Ob es irgendwelche feindlichen Kräfte gibt. Alles klar, das sind neutrale Kräfte. Hier ist Sian dabei, da ist der dabei. Da ist noch unbesiedelt, falls wir schon mal ein bisschen darum kümmern, wa? Ich habe mal die Frage, was eigentlich so ein Kontur für Materialien braucht. Ich meine, das Hirtenholz hier ist klar. Vielleicht sonst noch was. Ich glaube, hier scheint es zu funktionieren alles, natürlich schön. Also kann hier weiter flockig fröhlich bauen. So, jetzt hat er auch genug für die Ziegenmilch. Muss fast das sein, gar nicht anders. Der hier. Innovation kommt in Zyklen. Ich möchte sie noch meinen Enkeln zeigen. Okay. Mal sehen, wie sie das anstellen werden. What? Mein Sohn hat mich gewarnt, dass sie gerne Tauschhandel treiben. Ja, komm, geh mal. Ei. Ai, ai. Bye, bye. Okay, jetzt will ich auch meine Bilanz niederschlagen. Das kann er vergessen, weil die Hochräder müsste ich ja... Nee, also sorry, ihr habt da schon zu wenig. Oder? Dann kann man ganz kurz nachgucken nochmal. Bin mir ziemlich sicher, ihr habt zu wenig. Die Lager sind voll. Ja, da ist nichts Neues. So, ich habe hier 3 Arbeiterkräfte zu wenig. Das können wir mal ganz kurz korrigieren. Hoch. Süß. Hä, was fehlt denn wie denen? Honig. Oh, wir haben kein Holz mehr. Ups. Das ging ja auch schnell. Egal. Kann man schon lange keine Presse mehr, fällt mir so auf. Also keine Zeitung mehr raus. Creepy. So. Die Uhren steigen zwar auch wieder ein bisschen. Doch, ich hätte eigentlich 30 Hochräder, aber komm. Ich riskiere es mal. Wenn danach alles um die Ohren fliegt, dann scheiß drauf. So, jetzt will ich dich in eine neue Welt schicken. Gehen wir nach Imbesa. Bye bye. Deswegen sind so Luftschiffe, finde ich, das Nonplusultra. Das muss eigentlich der Standard sein. Weil du kannst hier oben noch nicht angegriffen werden. Und das vor allem natürlich für Handelsschiffe unabdingbar. Es ist so, so wichtig. Alter, das Menü hier. Alte Welt, Captriloni, neue Welt, die Arktis. Oder eben halt Imbesa. Krass, krass, krass. Nun gut, Freunde, der Part ist nochmal vorbei. Wir gehen uns mal, mischen uns in die Bevölkerung von Imbesa. Ah, hier, da passt er perfekt. Nächsten Part werden wir uns noch ein bisschen weiter umgucken. Ja, so ungefähr. Wenn noch ein bisschen Simba huldigen, dem König der Löwen, dem Land der Löwen, ist doch logisch. Und noch viel, viel mehr entdecken, was uns diese Welt zu bieten hat. Hoffentlich auch ein bisschen was Spannendes, was Story betrifft und so. Aber mal gucken. Vor allem natürlich irgendwelche Systeme, die auch funktionieren, wa? Die haben sich ja nicht wieder komplett verbaut, wie es jetzt zum Beispiel in der Arktis und so ist, wie ich es da wieder hingebracht habe oder hingekriegt habe und so. Dass wir hoffentlich noch irgendwie 1, 2 gute Inseln noch finden, bevor uns die Konkurrenz alles klaut.
In dem Sinne, danke fürs Zusehen, Freunde, und bis zum nächsten Mal zurück bei Anno 1800 im Land der Löwen. Bye, bye.